Hallo Connor, hi ist Laura. Heute habe ich eine Geschichte aus dem Kolibri Kolibra für euch und das hier ist eine Geschichte aus Italien. Sie heißt dem Zio Pepe sein Zauberfältchen. Den Zio Pepe ist ein Bauer. All Woche steht hier im Markt und verkauft Grumperen, Dickelcher, Salot und Tomaten und Äpfel. Hier kommt ein Amerikaner auf den Markt und guckt sich alles genau an. Hier gibt sich gerne Souvenir kaufen, für seine Frau mitzuholen. Neben dem Zio Pepe hat der Fullenhändler seinen Stand abgerichtet. Gerade hat hier bei einer alten Frau ein Papagei gekauft. Die alte Frau wollte nicht mehr. Der Papagei ist hier so auf die Ströme gegangen, dass sie es nicht mehr ausgehalten hat. Es ist nämlich ein Papagei, den an engem Stück den Schnirvel abgestoßen hat. Hien teint braddelt und totzt, dat et bald net op en Haut geht. Immer steht ein ganz kluder Leut rund dem Fullenhändler sei Stand, für den Papagei not zu lauschen. Wie den Amerikaner die viel Leut geseit, fragt hien, war das dann do los? Die Leut antworten, hei also Papagei, der schwätze kann. Hier kann et nimme schwätzen. Mir hier kann auch noch ganz formidabel fluchen. Den Amerikaner lauscht dem Papagei no. Hier versteht zwar nicht, was dat der ja alles schwätzt, aber hier ist ganz begeistert. Unbedingt will hier den Papagei kaufen. Das ist der richtige Souvenir für meine Frau, rief hier. Was kostet die Schnüssert von Filchen? Der Fullenhändler nannte so einen hohen Preis, dass den Amerikaner bald auf den Rücken fällt. Was? So teuer? rief Tien. Da muss ich aber noch auf die Bank gehen, für Suen abzuheben. Verkauft den Papagei nicht, bis ich rum sind. Setzt ihn auf die Seite und versucht mir'n, weil herno will ich ihn kaufen. Wie den Amerikaner fordert, hat den Zio Pepe auf einmal eine Idee. Hier rief de paar Freunde bei und erzählt ihnen seine Idee. Wenn den Amerikaner zurückkommt und für teuert Geld den Papagei kauft, so dem Zio Pepe sein Freund zu ihm, Herr Amerikaner, wir müssen nicht unbedingt etwas verraten. Hei neben das ein Mann, den hat ein ganz gelungene Filchen zu verkaufen. Das muss dir unbedingt gesehen, Herr Amerikaner. Aber was kann die Filchen? fragt den Amerikaner. Die Filche kann denken, so dem Zio Pepe sein Freund. Dat göttet net, sagt den Amerikaner. Die macht den Gag mit mir. Ha, nein, Herr Amerikaner, so dem Zio Pepe sein Freund. Hei bei uns in Italien göttet Villacher, die alles können. Die einen können schwatzen, die anderen können singen, die anderen können pfeifen oder tanzen, und es gibt auch, die denken können. Sie holen den Amerikaner mit bei dem Zio Pepe sei Stand. Den Zio Pepe hat grad inner seinen Dickelcher richtig allend, klang zerzauselt, verknivelt, nicht mehr groß wie ein Faust. Sehr setzt den Zio Pepe dat allen Dickelchen auf einen umgedrehten Dippen und verbindet ihm da mit einer Fotz. Wie den Amerikaner vor dem Stand steht, rief den Zio Pepe, ich meine, den Herr wird mein Zauberfilche gesehen. Was heißt heut Zauberfilchen? fragt den Amerikaner. Es ist den einzigen Filchen in ganz Italien, den denken kann, rief den Zio Pepe. Zu Rom hose mal Käse ein, und auch nicht zu Venedig, und schon gut nicht zu Florenz. Das stimmt, sagt vom Zio Pepe seine Freund. Den Direktor aus dem Zoo war schon heu, für sich die Filchen anzugucken. Ihn hat nicht genug Geld aus seinem Portemonnaie für ihn zu kaufen. Aber nächste Woche könnt ihr ihn zurück und hält ihn mit. Was? sagt der Amerikaner. Kann dann die Filchen do, die wie ein Dickelchen ausgeseit, auch schwätzen? Was? sagt den Zio Pepe. Schwätzen kann er nicht. Und dafür will ich ihn ja nicht verkaufen. Ja, wenn er nicht schwätzen kann, wie von den dann raus, was er denkt? Fragt den Amerikaner. Et muss einen Papagei hun,
seht den Zio Pepe. Da seht de Feelchen dem Papagei, wat hien denkt. An de Papagei seht schön hart und deutlich, wat de Feelchen him gesot huet. Dafür will ich ja sos keine mein Zauberfilche verkaufen, wie dem Direktor vom Zoo. Weil den huet engem Zoo ein ganz rich Papageien. Aber hien huet leider noch kein Filchen den denke kann. Ob emol fried den Amerikaner, wat kostet die Filchen dann? Den Zio Pepe seht de Preis. Den ist doppelt so heich wie de Preis vom Papagei. Den Amerikaner überlegt ganz lang. Aber alt Leute rundrum soen him, dat is ein Gelegenheit, für die nie mehr krit, Herr Amerikaner. Vielerscher, die denken können, gëtt an Amerika bestimmt net. An dem Mann käft den Amerikaner wirklich für ein dicke Batz Geld, dat allen Dickelchen, dat ein Zauberfilche sie soll. Hier sitzt Dickelchen gleich bei sein Papagei, aber der Papagei guckt Dickelchen nimme schief von der Seite. Du seht den Zio Pepe. Dir musst Geduld tun, Herr Amerikaner. Die zwei Fehlerscher musst du für dich Amerikanisch lehren.